Guten Tag, ihr Leid. Schaut euch diese 2 riesigen Glocken an. Die müssen ordentlich bimmeln, sag ich euch. Weiß ich aber nicht. Stattdessen lassen wir uns jetzt erstmal hier genau runterlassen. Up the sky. Down the sky oder so. Was ist denn mit... Servus, Kollege. Und nu? Schauen wir mal. Ja, genau. Also zuallererst mal, es gibt hier... Also, Junge, was ist denn das? Unten ist auch einer, ein Wink. Ich guck mal. Kran drehen, Greifarm heben, senken. Ich habe so das Gefühl... Ich habe so das Gefühl, dass die das nicht so lustig fanden. Ich bin gerade so froh, dass ich kein Russisch kann. Ernsthaft jetzt. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Hör doch mal auf. Hör doch mal auf, mich dumm anzumachen. Ja, es war ein Versehen. Ich wollte nur... Also okay. Also, was muss ich denn machen? Also, pass auf. Also, sehe ich... Moment, ich gehe mal... Was... Also... Okay, das sind Sprossen. Kommst du da runter? Das sieht voll gruselig aus mit der Hand auf dem Buckel. Kannst du die Klappe gehalten? Ich da runter? Yeah! Nein! Komme ich nicht runter. Habe ich gerade festgestellt. So. Okay, aber das war schon... das war schon was. So, da ist sie das Ding. Aber ich krieg das nicht hin, dass das höher bleibt, oder? Lass mich nochmal runter. Ich muss nochmal... Ich will eigentlich gar nicht da runter zu denen. Ich glaube, das sind böse Menschen. Die tun böse Sachen mir sagen. Wobei, ich habe halt ihr Haus kaputt gemacht, wahrscheinlich. Da ist noch eine Mauer. Kann ich die auf die andere draufstellen? Okay, das scheint ihnen relativ egal zu sein. So, pass auf. Kann ich die jetzt da draufstellen? Kann ich noch irgendwo ein Stück Mauer klauen? Also, pass auf. Ich gehe einfach mal hochgucken. Ich gucke mir das mal an, was ich gemacht habe, ne? So. Also, das ist schon mal insofern falsch. Ich glaube, das kleinere Teil, wenn, dann muss das kleinere Teil nach unten. Aber es ist, guck mal, wir sind ja hier komplett falsch. Das stimmt ja gar nichts, stimmt da nicht. Irgendwas, also das stimmt hier nicht. Ich muss da noch ein bisschen rumprobieren, okay? Ja. Okay. Ich probiere da noch ein bisschen rum.
ob das was werden könnte? Nee, das ist ja immer... Aber so könnte ich das nachher machen. Dann ist es... Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. So machen wir das. Pass auf. Einmal drehen, bitte. Das setzen wir jetzt mal... Keine Ahnung, da drüben ab, ja? So, hoch. Darüber. Dann wieder runter. Und gleich werden sie wieder motzen. Guck, ist doch alles wieder wie es war. Auch dann jetzt zum Motzen hier. Echt jetzt so. Also, guck. Jetzt drehe ich das. Lass das so runter. Nehme jetzt die andere Mauer. Ich könnte auch mal nach oben gucken, dass ihr seht, was ich meine. So, die da links von mir, ja. Die nehme ich jetzt. So. Hoch damit. Ich hoffe, das klappt so, wie ich das vorhabe. Also nicht hier hinsetzen, das wäre dumm, sondern dahin. Das hat ja jetzt nicht so gut geklappt hier. Was soll ich aber sonst machen? Okay. Bringt natürlich auch nichts. Kann das sein, dass es genau andersrum muss? Ja, jetzt komm. Kann das sein, dass das genau andersrum ist? Ja, aber so hatte ich es doch aber, oder? Lass mich mal kurz gucken, Wo habe ich es denn hin? Ach da, ja, da ist nicht viel zu gucken hier. Ja. Einen großen und einen kleinen Torbogen sehe ich da, ja. Das heißt, ich krieg den gar nicht quer drauf. Ja, komm. Oder wie? Das war ja meine eigentliche Idee. Den so und den anderen quer drauf, das hat aber nicht funktioniert, richtig? Ey Mann, ich habe aber auch ein Kurzzeitgedächtnis wie so ein Blattfrosch, das ist Wahnsinn. So, jetzt pass auf. Wir drehen jetzt erstmal. Ja, der hat einen kurzen und einen langen Torbogen. Sehe ich gerade. Wenn ich das da jetzt drehe und nochmal drehe, passt natürlich immer noch nicht. Also, wenn ich den jetzt, der oben steht, zuerst hinstelle, den anderen oben drauf, bringt ja aber trotzdem nichts. Gibt's hier noch irgendwo was? Also nach rechts drehen kann ich schon mal gar nicht, ne? Kann
nur nach links. Also es gibt nur diese zwei Teile. Gibt es da noch irgendwas? Ja, komm. Nee, da gibt's nichts. Ja, ja. Hallo, sehe ich aus wie ein Bauarbeiter? Ich bin eine Nonne. Das braucht ihr euch auch nicht zu wundern, dass das nicht gleich beim ersten Mal klappt. Mann, ey. Okay. Machen wir das wieder dahin. War nix, ne? Das bringt hier irgendwie alles nix. Komm mal hoch. Lass mal gucken, was ich da gebaut habe, ne? Ja, ist mir schon klar, dass es jetzt nicht so der Weisheit letzter Schluss hier ist. Mann, du hast nur zwei Teile. Warum? Опускай! Nur zwei Teile. Wie kann man mit nur zwei Teilen das nicht hinkriegen? Ich verstehe es gerade nicht. Also, jetzt machen wir das mal ganz logisch, ne? Oben ist das Breite. Die sind beide... Oben ist das Dreier. Ich nenne das jetzt einfach Dreier, ja? Ich nenne das jetzt einfach Dreierteil. So, ab damit. Junge. So, oben ist das Dreierteil. Ich meine, also ich kann das ja dann auch so drüber setzen, aber es bringt halt null. Ja. Das ist doch so dumm irgendwie. Hey doch! Ich hab's! Ja, ich hab's! Mann, jetzt hab ich's. Oh Mann, sorry, oh, das hat gedauert. Eieieiei, mein Hirn. Das ist ja... Junge, das ist nicht gut. Da merkt jeder, wie doof ich bin. Weil nicht, als hätte ich es nicht jedem schon gesagt. Aber egal, so. Bam! Hat gepasst. Hoch bitte. So, sorry, wie lange habe ich gebraucht? 10 Minuten. Ei, das ist... ich sag euch, das ist hier harte Arbeit. Harte Arbeit ist das, es tut mir leid. So, jetzt machen wir nicht so schnell. Und bei euch da unten, alles klar? Ich glaube, die weinen gerade. Ja, okay. Moment, ich muss... Ey, ihr zwei da unten.
Tut mir leid. Doch, was ist hier los? Ja, ich komme ja schon. Стой! Разве можно так? Bestimmt. Das Haus Gottes ist für jeden offen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich dorthin. Und er wird sich heben. Glaube wie ein Senfkorn? Okay, wenn du das sagst. So, wir sind jetzt zumindest in der Kathedrale von Damaskus. Die ist schon opulent, ne? А где кудец? Кудец? Да кудец-то все. Это Kudetz. сегодня повезут дальше Was ist его. denn Kudetz? Это на левицах застанете. Значит, он еще здесь? Пожалуйста, если бы вы знали, через что мы прошли. С других стран приходили приложиться. Ну, все, кто хотели, так приложились. Послушайте, Если вы меня к чуду не пустите, я погибла. Во всех смыслах погибла. А он... Я могу же быть с вами откровенна? Я могу перед вами исповедаться? Исповедаться, да? Ну, конечно. Он застрого бежал ради того, чтобы к чуду приложиться. Если бы вы знали, что он То пережил. есть это... Как это? Ну, хорошо, ладно, хорошо. Вот здесь вот ждите. Was ist denn ein Kudetz? Ты что, с ума сошла? Зачем ты ему все выложила? Не бойся. Священник никогда не нарушит тайну исповеди. Он и не такое слышит. Nur seine Hand bewegt sich. Siehst du das? Такое? Вот он. Es war so klar. Эй, чего он вам там наплел? Шутили мы, вот и все. Не подходите, у него нож. Да какой нож? У него руки-то одной нету, ну, какой нож? Пусти, ну-ка, Ай, гадил, пусти. Стреляй, сын, стреляй. Ist das der Bruder von dem anderen, der genauso wenig schießen kann? Он тут. Кудец! Тут. Okay, jetzt sehen wir, was das ist. Ach, das ist so ein Kerzenlichtding. Nee, das da? Ja, das war ziemlich dumm, was du getan hast. Wohl einen Schuss gehört? Иди. Подойди сюда. Помоги. Держи так. Держи. Ich glaube nicht, dass das Выходи. funktioniert. Поднятыми руками. Считаю до 3. Без благословения нельзя. Смейте, святое место. Zwei. Илья, Держи. Обычно так вот с ногами приходит. И как? Прирастают? Да не в этом дело, тут иное. Вы поймите, я же уж Господь попускаю. Илья. Ты чего не... Klaut ihr jetzt das Ding? Er hat beide Hände hoch. Sorry.
Oha. Jetzt verstehe ich, was... Aber... Ja, okay, sie war halt... Also Indica. Ne? Okay, ich spiele einfach mal weiter. Mein Gott, was haben wir getan? Wir können uns nicht länger sehen. Ja, warum nicht? Ja, weil sie einen Verlobten hat. Ihr Vater hat es einem anderen versprochen oder so. Ich werde heiraten. Was? Es ist nicht meine Entscheidung. Was kann ich tun? Lauf mit mir weg. Und mit euch Zigeunern durchs Land ziehen? Nein, nur wir zwei. Wir ziehen in die Stadt. Und wie sollen wir überleben? Wir schaffen das schon. Ich finde eine Arbeit. Aber zunächst, weißt du, wo dein Vater den Schlüssel für die Ladenkasse aufbewahrt? Junge. Nein. Was? Ich soll meinen Vater bestehlen? Stehlen? Er würde seiner Tochter doch nicht etwa Geld vorenthalten, oder? Er betreibt den Laden doch nur für dich. Ey, Mirko, du bist irgendwie eine sehr zwielichtige Person. Ich habe einen eigenen Schlüssel für die Kasse. Mein Vater vertraut mir. Ich würde niemals... Ich tue es selbst. Gib mir einfach den Schlüssel. Vielleicht sollten wir es besser nicht tun. Ziemlich sicher solltet ihr die Kasse klauen? Das ist also unser Motorraddieb. Scheiße. Was ist denn jetzt los? Hä? Ist das hier Pac-Man? Es ist Pac-Man. Es ist Pac-Man. Ja, komm, aber das ist doch von Easy Pac-Man ist das doch. Guck mal, der schmeißt mit Schlüsseln auf mich. Was soll denn das? Junge, du kriegst mich nicht, du kriegst mich wohl. Der schmeißt mit Schlüsseln auf mich. Das finde ich überhaupt nicht lustig. Hey! Das schmeißt der eigentlich... Hey! Nicht dauernd mit Was soll denn das? Hör auf! Das tut weh, Mann! Moment. Komm, schmeiß doch. Feigling. Schlabber. Na, nix da. Hör auf. Der mit Schlüsseln schmeißt, das kann ins Auge gehen. Ach nö. Das dauert ja ewig hier. Pass auf. Komm her. Eieiei. Jetzt hör doch. Echt jetzt. Ich wollte gerade sagen, schmeißt da keine Schlüssel, wenn er näher dran ist? Doch, macht er. Ja, hopp, ist gut jetzt. Ich muss halt nur gucken, dass ich seinen Schlüssel gut ausweiche. Ich habe alle. Was? Ich hatte alle. Ich hatte alle gehabt. Sorry. Da unten ist eine Tür. Okay. Du bleibst hier. Indica. Was machst du hier? Kennst du ihn? Ich kenne ihn nicht. Hey. Bist du dir sicher? Nein. Indica? Halt dich von ihr fern. Er scheint dich zu kennen. Ich kenne ihn nicht. Sie verleugnet ihn gerade zum zweiten Mal. Ja, ich gehe ja. Она делает.
Ich verstehe jetzt, was du... Мать Божия, помози мне, на тебя сильно надеющийся. Умоли сына своего, да поставит меня недостойного одесную себе, як досядет судья и живых, и мертвых. Аминь. Слыхала про Макара Косаря? Про него много писали. Ну, после уже того, как повесили. Он 7 детей косой без головы оставил. Что? Ну, отрубил. Меня с ним сравнить решил? Да нет. Я так размышляю, Макар Раз. по-своему святой. Вот, послушай, я тебе расскажу. Было у Макара 3 детей, все мальчики. И вот младшего он, значит, телегой и зашиб. Или шкафом. В общем, и так зашиб, что у того ножки-то и отнялись. И спать он по ночам перестал. Так ему больно было. Лежит целыми днями, лечит. Деревенский доктор ничего сделать не может. Ну, Макар не выдержал. Пошел к батюшке. Говорит, так, мол, и так, отче, благослови страдания детские прекратить. Ну, батюшка, конечно, не благословил. Отправил Макара молиться и о душе думать. В общем, Макар недельку помолился, а сын уже кричит, не переставая. Ну, Макар не выдержал, пошел, снял полотно с косы, помолился и одним движением все страдания закончил. Приходит к батюшке, говорит, так, все, батюшка, нет у меня больше души. И право о спасении своем думать я потерял еще тогда, когда на сына телегу уронил. Или шкаф. Не помню. В общем, моя душа, говорит, вопрос решенный, а ты мне вот ответь. Где он сейчас? В аду или в раю? А? О, конечно, говорит, в раю. Ты же ему вроде подарка сделал, он же ведь еще даже нагрешить-то не успел. Так сказать, минуя страдания земные, прямо в Царствие Божие. Вот. И так вот эта вот мысль в голове Макара засела, что он пришел домой, поставил оставшихся 2 сыновей перед киотом, помолился, обнял и обоих зарубил. Ja. До такого дошел иступления, что стал соседских детишек вылавливать. В общем, пока его не схватили, он 4 его кокошил. А святой он почему? А ты посуди. Вот какой-нибудь там viele Kinder in den Himmel великомученик, gebracht? которого за Христа в костре сожгли. А? Выходит, он себе за 10 минут страданий вечную жизнь покупает. Какая же это жертва? А другое дело Макар, который собственной душой пожертвовал ради спасения другого. Зачем вы мне это рассказываете? Отец Прохор, которого вы убили. Ему тоже лучшего подарка быть не могло. Он теперь невинно убиенный, великомученик. Может, даже канонизирует. А Макар что? Известно, что повесили. Ich habe ihn nicht getötet. Ich hatte ja gar kein Gewehr. Es war der А со Woll... мной что будет? Повесить, наверное. Послушайте, как вас зовут? Неважно, как зовут. Че? Неважно, да. Послушайте, не убивали мы отца Прохора. Отпусти, не бери грех на душу. Я в долгу не останусь. И чего ты мне можешь дать? А чего ты хочешь? Че хочу. Ну, подойди поближе. Повернись. Что? Покрутись, давай, покрутись. Оп, 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 оп. Давай, пой что-нибудь. Что? Ну, не знаю. Что-нибудь, гимн Франции, например. Я не знаю гимна.
Ну, пой, что знаешь. Оп, 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 оп. Тишина в лугах, в лесах, звезды светят в небесах, и поют и ворожат славный месяц воздушу. Поет. Ну, что ты, дурашка? Не бойся, я не страшно. Ну, что ты? Давай, 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 Теперь, кажется, ничего хуже я уже сделать не смогу. Как легко перешагнуть через все, во что веришь. Куда перешагнуть? Куда-то туда, на твою сторону. Что еще за моя сторона? Опять будешь спорить, что нет никаких сторон, что нет ни добра, ни зла. Ну, давай попробуй. Убеди меня, что я не сделал ничего плохого. Или теперь даже тебе это не под силу. Плохого? А что значит это слово? Я убила священника, не валяй дурака. И не думаю. Все-таки, что значит это слово? Плохое, греховное, бесовское. Как ты определяешь, что бесовское, а что нет? Есть заповеди. То есть формально сверяем со списком запретов. Нет, все это и так очевидно. Злое, нечестное, несправедливое. Злое в унынии, сребролюбии и прелюбодеянии нет ни капли злости. Нечестное — честна собака, которая ест, когда голодна, кусает, когда страшно, сношается, когда есть с кем. Ну, ты помнишь. Я говорю про намеренную нечестность. Ради собственной выгоды. Всю жизнь изо всех сил притворяться, что не хочешь того, чего хочешь, что не чувствуешь того, что чувствуешь. Ради вечной жизни в раю разве не попадает идеально под твое определение? Что ты там еще говорила? Несправедливое. Справедливо ли, что на одном дереве 1000 листьев, а на другом 1001? Справедливо ли, что одному на костях выпадает 6, а другому 2? Все это, разумеется, закономерно. Но закономерность эта нам не нравится, и мы в сердцах называем ее несправедливостью. Если отвлечься от эмоций, окажется, что, строго говоря, негде и применить это слово. А то, что происходит сейчас, что может быть ниже, мерзее, подлее, без всяких рассуждений? Я это знаю, чувствую. Когда тебе холодно, не нужны рассуждения, ты просто это чувствуешь. Ты просто знаешь, что тебе холодно. Ты понимаешь, что без холодно не было бы тепло. Невозможно избавиться от бедности и страданий, оставив только богатство и счастье. Оставь меня в покое. О, я бы с удовольствием. Я исчезну только когда ты перестанешь хотеть, чтобы я исчез. Теперь я могу идти? Ну, теперь уж, милая моя, после, так сказать, полнейшего разоблачения никак не можешь. Я тебе так скажу. Не так страшно земное правосудие, как правосудие небесное. Ягда душа с телом, разлучайтесь ободе. Сука! Конста! Рука! Моя рука! Сука! Стой! Стой, сука!
Das war ein Schrank. Okay. Одно для всех. Ну, одиноко, пока ты падаешь. Пока. Прощай! Кричали облака молочно-белые. Нет, наверное. Не вспомните, когда. Ich habe gerade keine Ahnung, was hier los ist. Also, ich habe sehr wohl eine Ahnung, was da im Gefängnis los war. О, привет! Где кудец? Минуточку. Пас мои, я брюки расстегнул. Где кудец? Там, это... За нее даже 5 рублей не дали. Что? Давай сюда деньги. А нету. Нет денег. Все. Понимаешь, гитара для меня пройденный этап. А вот медные, духовые... Где кудец? Впервые слышу. Да только что мужчина на трубу выменял с одной рукой. Вам невероятно повезло, как раз то, что вы искали. Удивительный артефакт. Неслыханной чудотворной силой всего 25 рублей. Как 25? Вы же за 5 забрали. 20. За все вместе. Ну. Сейчас я... Бесплатно только посмотреть. Ты чё мне продал, гнида? Черт, обождите. Не работает, что ли? Господи. Ну пошел прочь отсюда. Чего? Люди! Ei. Und 3. Ich kann aus dem Ding meinen Glauben rausschütteln. Warum? Warum? Warum?
Also... Okay, weiter geht nicht mehr. Ich brauche noch ein bisschen. Geh mal her. Okay. Ich habe keine Ahnung. Was mache ich hier? Ja, aber... Okay, ja... Reicht nicht. Brauche noch ein bisschen. Ja, aber... Nix da. Ich brauche noch ein bisschen. Das ist der Rosenkranz von ihr. Hui. Oder wie der Russel sagen würde, hui. Ich weiß, was es bedeutet. Ich finde es gerade... Ja, okay, nee. Ich deute das Ende so. Also zuallererst mal, hat sie den Pfarrer umgebracht? Ich habe gedacht, der Fuzzi, der Militärfuzzi mit dem Gewehr hat geschossen und hat den Pfarrer erschossen. Also, der hat einfach schlecht gezielt. Also, hat gar nichts mit uns zu tun gehabt, ne? Also, der wollte auf uns schießen, also auf mich und, also, auf Indica und, jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen. Guck mal hier. Ja. Und hat halt nicht getroffen, hat den Pfarrer getroffen oder so, also, ne? Und da ist es jetzt... Ja, okay. Ja, jedenfalls... Was danach im Knast passiert ist, ist klar. Muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Dass wir überhaupt ins Kloster gekommen sind... Dass wir halt mit dem Jungen, ne, was hatten. Deshalb hat sie ja gesagt, also deshalb sind wir, ja, deshalb hat sie ja gesagt, es ist ihre eigene Entscheidung gewesen, weil sie musste. So irgendwie. Ja. Aber, okay. Am Schluss
Was war das mit diesem Dingens da? Du konntest dann... Also jedes Mal, wenn du etwas getan hast, was deinen Glauben bestärkt, Kerze anzünden oder für jemanden beten oder was weiß ich was, dann hast du XP gekriegt. Das war die Währung, die du hattest, ne? Die XP, diese sechseckigen Dinger da, das war dein Glaube quasi. Und dein Level, je höher dein Level ist, so höher dein Glaube, sowas. Dann hast du deinen Glauben quasi, also deine Seele, dein Glauben, keine Ahnung, verloren in der Sache mit dem Wetterarsch. Und warst dann quasi mit Satan selbst im Bunde? Oder wie? Weil du halt keine Seele mehr hattest, oder was? Und dieses Kurva, was weiß ich, wie es heißt. Du schon dran rumkloppen oder was? Hast du deinen Glauben wieder gekriegt? Deshalb haben wir uns ja im Spiegel auch als Teufel gesehen. Aber irgendwann halt nicht mehr. Haben wir uns wieder als wir selbst gesehen, weil der Glaube groß genug war oder was weiß ich was. Aber es endet halt damit, dass sie ihren Rosenkranz oder wie das Gebetskette, was weiß ich, wie das Ding heißt, dass sie den dann halt zerreißt. Guck mal, der Deutsch übersetzt hat, heißt Engelhaus. Okay. Ja. Und wo waren wir? Also was war das für ein Dorf? Wieso war Ilja da und nicht im Knast? Oder ist der entkommen? Oder wie? Junge, das sind so viele Fragen offen. So viele Fragen offen. Holla die Waldfee. Okay. Und ich habe gedacht, das ist ein lustiger Walking-Sim. Habe ich falsch gedacht. Habe ich einfach mal falsch gedacht. Junge, 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 Junge. So, aber wenn wir schon mal dabei sind, wie war es denn so, das Spiel? Hat's mir gefallen? Gesehen, mir ist fast eine Motte in den Mund geflogen. Geh weg, du Motte. Mutter. Du. So. Ja, doch. War halt leider nicht witzig. Ich hätte so gern was Lustiges gehabt, aber es war eigentlich von vornherein klar, dass das nicht gut ausgeht und dass das nicht witzig ist. Außer wenn ich irgendwie mal wieder nicht ernst sein kann. Was ist denn jetzt hier? AM. Ach, guck mal, kannst du Musik machen? ASD. War doch schön, oder? Was ist denn AMD und E? Rausgeschmissen! Mann! Irgendwie habe ich so das Gefühl, hier fehlt die Hintergrundmusik. Och Mann. Ach so! Moment! War das jetzt eine Rückblende? Oder war das jetzt mit seinem einen Arm? Ich habe keine Ahnung vom Gitarrespielen, also ja, keine Ahnung. Also wenn, dann eher noch Schlagzeug, das kann ich wenigstens ein bisschen. Deshalb habe ich da nicht wirklich Ahnung. Ja. Okay, morgen gibt's was Lustiges. Morgen gibt's ein lustiges Spiel. Tschüss. Danke fürs Zugucken. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Aber ein gutes Spiel.